Den Vibe gibt's mir. Er ist ganz, ganz arm aufgewachsen und nachher plötzlich ist sein Vater extrem reich geworden. Also wirklich zum 2023 Trends. Sie sind kacke gewesen, die meisten davon, und ich bewerte sie jetzt, während ich so ausgesehen. I gotta tell you this, I'm a hater. I hate things, I hate everybody, that's how it is. Ich mache jetzt eine Tierlist dafür. Also die eine, die ist sicher mal I fucking hate it. Also das ist schon mal klar. Dann das andere ist so, ich überlebe gerade noch knapp, aber theoretisch würde ich lieber nicht. Dann das andere ist so, okay, du kannst schon anlegen, aber ich will nicht. Und dann wirklich grün ist einfach golden, ist einfach OG, ist einfach... Du weißt, was Fashion ist. Meine Tierlist ist ready. Das ist einfach crazy, Alter. Wie viele Trends habe ich da? Ich habe nur die grössten rausgenommen. Bro, wie viele scheiß Trends sind das gewesen? Also so... Capitalism, calm the fuck down, maybe? Wir fangen an beim Schlimmsten. Fucking Schlimmste von allen. Und ihr werdet das so regretten. Das ist so der Mustache-Trend von 2012. All over again. Fucking Mäschli. Nimm 2-3 Mäschli so in deine Haare. Cute, it's cutie, girly vibes, oder? Aber nicht 300. Du brauchst sie nicht in deinen fucking Haaren. Du brauchst sie nicht nur an den Taschen und an den Schuhen und an den Jeans. Ich weiss einfach, deep inside of me werden wir uns alle so fest lustig machen über das in ein paar Jahren. Und deswegen, I fucking hate it. I fucking hate it. Du kannst nicht mal einen Schal nochmal anlegen, sondern sie machen es zu einer fucking Schleife. Oh mein Gott! Gehen wir weiter zu, es ist so Lace, See-Through, Tops und Bottoms. Ich habe es nicht mega fest mitbekommen. Also es war rum, immer wieder eingebröselt. Und das finde ich ein guter Trend, weil es auf eine Art nicht in your face ist für so 2 Monate und nachher vergessen alle Leute wieder, dass es jemals etwas war. Sondern man kann es immer noch anlegen in 5 Jahren und so. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist so, du siehst halt wirklich durch. Und ich finde es sehr cool, weil so Empowerment, weißt, so fuck the rules, so unsere Körper immer sexualisiert, so rausgehen. Ich hätte so Angst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte so Angst, dass... Es ist ja jetzt so schlimm, wenn ich wie ein kleiner Bub rausgehe. Schon jetzt wird man belästigt. Deswegen, I love it. I love the spirit. Ich will nicht, aber es ist vollkommen okay. Es ist sogar sehr cool. Deswegen, I love it, aber I'm scared. Als nächstes, etwas, was mega hated on war, sind die Miu Miu Motorcycle Boots. Ich würde ja gerne haten, weil sie sind fucking teuer. But I love them. Sie sehen so geil aus. Sie machen das Outfit einfach Gott besser. Hätte ich den Cash, hätte ich den Money, um das mir einpacken in meinem Bag, I would. Es ist eine elevated version of the Cowboy Boots. It's just giving genau den Vibe, wo ich immer sage, ich will. Nämlich so Motorcycle, Rockstar, Girlfriend, aber irgendwie gehe ich auch fischen am Wochenende, aber irgendwie bin ich auch sehr gay. Ja. Wenn man gerade davon redet, Cowboy Boots. Ich weiss, they are hated on. Weißt du, es kommt darauf an, wie man das Outfit macht. Das ist immer so. Hello! Aber ich finde, sie können extrem fest das Outfit von so machen, weißt du. And I love them, they're funky fresh. Sie sind nicht so boring wie andere Schuhe. A little bit of foreshadowing. Deswegen, für mich, du weißt, was Fashion ist. Und lass die anderen Noten sein und weiterreden. I fucking don't care. Das nächste, das habe ich actually nicht so fest mitbekommen. Ich habe mega fest mitbekommen, dass die T-Shirts in sind, die backless sind. I love them because Rücken sind einfach sexy, weißt du, so. Ich habe selber eins, oder ich gesagt, ich habe es von meiner Freundin geklaut und einfach gesagt, ich weiß nicht, was es ist. Aber was ich überhaupt nicht fühle, auf eine Art, was trendy war, ist die asymmetrischen Tops. Ich habe selber eins gehabt und sie sehen okay aus, weißt du. Es hat ab und zu etwas, aber wenn man es dann anhat und einfach eine Seite ist so länger... No. Deswegen, ich würde sagen, knappes Überleben. Jetzt kommen die 2 boringsten fucking Trends ever seen on this earth. Clean Girl. Fucking boring.
Wir tun alle so, als würden wir den Natural Beauty embracen, aber es ist einfach wieder ein Markt gefallen von Anti-Aging-Cremeli und es gibt extrem viel Face-Insecurities, weil all die Girls halt perfekte Haut haben und perfekte Proportionen. Also es ist eigentlich wieder mal das Feiern von unnatürlicher Schönheit, weil sehr oft Leute etwas machen lassen, dass sie so aussehen, aber sie tun so, als wären sie so geboren, weißt? Und es promotet halt wieder die Leute, die einfach natürlich schön sind, weißt? Fashion should be fun und das gibt mir gar keine fun vibes. Und Fashion should be for everybody, but this doesn't give me for everybody vibes. Ich würde sogar tun, ich fucking hate it, weil es macht mich traurig, es macht mich insecure, es hat keinen Appeal, es ist boring und es ist boring, deswegen I fucking hate it. Dann zum nächsten habe ich mich ein bisschen damit befasst, nämlich Quiet Luxury. Ist immer so ein bisschen schwer, in den finanziellen Sachen reden und so, aber ja, jedenfalls, ich habe das nicht miterlebt, sondern mein Vater, er ist ganz, ganz arm aufgewachsen und nachher plötzlich ist sein Vater extrem reich geworden, also wirklich zum extremen Level und sie haben es dann wieder verloren, deswegen, ich habe nichts profitiert davon. Ja, und deswegen, er hat recht viele so Kollegen und so, genau die Ästhetik haben, nämlich die Quiet Luxury. For real Quiet Luxury, also for real halt reich und sie gehen halt käfeln im fucking Seefeld und wohnen in so riesen Mansions und all das Scheiß. Also weißt du, mein Vater ist mega outgoing und was auch immer. Ich habe das jedenfalls so ein bisschen mitbekommen, weil er hat immer noch die Kollegen, weißt du. Und Leute legen sich zu einem gewissen Grad wirklich so an. Also es ist so wie akkurat. Das so, besonders auch in Zürich, I don't like it, wie der Trend, dass das gekommen ist. Weil ich finde, dass Quiet Luxury eine Reflexion ist von einer kapitalistischen Idee. Es geht nicht mehr um Fashion und Ausprobieren, sondern einfach um einen gewissen Status nach außen zu zeigen. Und ich weiss, Kleider sind auf Art. Kleider machen Leute. Ich finde, der Trend legt zu viel Fokus auf den Besitz von teuren Sachen. Es geht darum, wirklich einfach darum, zu zeigen, dass man Luxusgüter besitzt und dass man deswegen erfolgreich ist und Wohlstand hat. Ich habe das Gefühl, der Trend verstärkt so das Gefühl, dass man teure Sachen besitzen muss, um erfolgreich zu sein. Es geht einfach nur darum, dass du einen sozialen Status reflektierst. It's boring. Vielleicht der Titel nicht gut vom Ganzen. Deswegen, ich würde sagen, ich will nicht, aber es ist okay. Nächstes, Chunky Jewelry. I like it. I love it. Ich finde es cool. Aber es hat zwei Objekte gegeben, die alle Leute hatten. Das sind nicht Ornaments oder so, die sie aus dem Brocki haben oder Gerben bekommen haben oder so. Die sind cool, weißt du. So. Die aus Glas, Sachen, die vielleicht nicht einmal ein Anhänger wären, aber du machst es zu einem. Das fühle ich. Aber so das rote grosse Herz und auch so einen Stern aus Silber, das ist halt ein bisschen boring. Ich finde halt cool, wenn es ein Fashion-Trend ist, wo du auch ein bisschen personalisieren kannst. Weißt du, wo du nicht einfach dein rote Herz musst kaufen oder den silbrigen Stern, sondern personalisieren kannst. Und ich finde, den Trend kann man. Ich fühle ihn auch sehr fest, auch mit den grossen Ringen und so. Ich persönlich auch gerne kleine Ringe haben. I think I love it. Ich glaube, du weißt, was Fashion ist. Aber nur, wenn du nicht die typischen Ornaments kaufst, sondern gehst suchen und eigene machst. Barbie. Ja und no von meinem Podcast und so. Ich finde, Barbie ist nicht feministisch gewesen. Es ist ganz ehrlich, es ist Feminismus für Babys. Also Barbie-Movie, alle sind so, oh my god, pray. Plus, das ist White Feminism. Aber egal, ich gehe jetzt nicht darauf ein. Auch der ganze Trend mit sich pink anlegen und so. Knappes Überleben. Wirklich knappes Überleben, weil it's boring, one. It's a fucking color. So, okay. Plus, der Amount von pinken Sachen, die jetzt im Brocki sind, abartig. It's okay if you don't like pink. Weißt du, so, I don't like pink. Das ist aber nicht, weil mir immer gesagt wurde, du bist ein Mädchen und Mädchensachen sind scheiße und pink ist eine Mädchensache, deswegen ist pink scheiße. Und dann habe ich es verinnerlicht. Nein, das ist nicht deswegen. Erstens ist pink keine Mädchensache. Und zweitens, I don't hate it because of that, because it looks bad on my skin tone. You can rock pink, aber du musst nicht wegen einem scheiß Movie, der auf Pseudo-Feminist tut und einfach Millionen von Umsatz macht, ab dir und mit dem Merch. Es ist einfach
I don't like the Barbie movie, that's why knappes Überleben. Weißt, you do you, bitch. Weißt, so ein paar Leute haben vielleicht das erste Mal über Feminismus gehört. Good for that, deswegen knappes Überleben. A Pop of Red. Das ist so mit Tomato Girls ein bisschen gekommen, aber ist auch nicht so mega rum. I must say, so, es ist cool. Ich persönlich will es nicht machen, weil ich weiss nicht, ich habe immer rote Items ab und zu, aber ich habe sie immer nicht angelegt, deswegen ich will jetzt nicht wieder in das einkaufen und nachher es gar nicht benutzen. Ich will nicht, aber ist okay. Adidas Sambas. I fucking hate it. Boring. Wirklich, ich habe eine Liste rausgesucht, da haben wir sie. Die Liste, du siehst, es gibt so viele gleiche, ähnliche aussehende Schuhe. Und ich habe selber auch gespürt im Sommer, wo plötzlich das überall war. Jeder hat die gehabt und die mega geil gestylt. Ich habe auch das Gefühl, ich muss die haben, aber ich bin so, ich warte jetzt einfach 2-3 Wochen und wenn ich sie dann noch will, dann kann ich sie haben und ich kann sie nicht mehr wählen. Das ist mir einfach ausgespielt worden die ganze Zeit. Wieso machen wir einen grossen Fass about it? Sie sehen aus wie jeder andere Schuh. Das ist auch knappes Überleben, würde ich sagen. Dann der Ballet Flats. Ich habe als Kind immer im Sommer in die Boutique gehen. Dann habe ich so fucking Schüle ausgesucht. Und ganz ehrlich, this shit traumatized me. Ich kann es nicht haben. I don't want to, aber ich sehe knapp den Appeal dran. Ich sehe knapp, was irgendwie ein bisschen Fun dran sein könnte, obwohl ich so einen festen Hate damit verbunden habe. Deswegen, ich würde sagen, ich will nicht, aber es ist okay. Shorts, I've been loving them. I love them and I will always love them. Anita Max Win. Ich liebe sie. Sie haben so geile Prints ab und zu hinten drauf von den Stickereien. Sie sehen so geil aus und ich weiss, viele Leute mögen sie nicht und ich verstehe, dass es nicht zu dem Ästhetik von ein paar Leuten passt. Aber zu mir passt er perfekt. I love them. Sie geben mir den gleichen Vibe wie Baggy Pants und that's my shit. Ballerina Flats will ich nicht anlegen im Sommer. Ich lege fucking Sandalen an. So richtig heftige Dad-Sandalen. Und für das die Shorts. Du weißt, was Fashion ist, meiner Meinung. Fucking Jerseys als Tops. Ich bin halt ein Hater. Besonders eben das Brasilien-T-Shirt ist auch genau wie bei der Chunky Jewelry. Ich glaube, wenn du dann nur ein spezifisches kannst kaufen, dass du dazugehörst im Trend, eben das Brasilien, Gele, dann ist der Markt voll. Und das gibt mir eben den ganzen Trend sehr fest, so Markt voll halt. Deswegen knappes Überleben. Alright, jetzt noch etwas, wo auch viele Leute lieben und I don't know, das Blockett-Zeug, weißt du, wo Leute feminine Kleider mit maskulinen Kleidern mischen und auch schon das, weißt du, so, braucht es einen Namen, um das zu machen. Ich glaube, ab und zu sieht es geil aus, aber ab und zu ist es einfach ein zu fester Mismatch. Deswegen, ich würde sagen, ich will nicht, aber es ist okay. Ich finde den Gedanken gut, dass auf Art Fashion einfach irgendwie kombiniert werden kann, dass man machen kann, was man will, aber I personally don't like it. Alright, die letzten 2 und da wird es nochmal recht auseinandergehen. Keine Ahnung, was das für ein Scheiß-Trend ist. Ich weiß nicht, von wo er kommt. Oder ich weiß ganz genau, von wo er kommt. Nämlich einfach von Celebs, die sich rausheben von der Masse. Also fucking Unterhosen als Hose tragen. Oh hell no. It looks fucking ugly. Ich weiss, ein paar von euch machen das. I don't give a shit. It looks fucking ugly. Und es ist auch wieder so etwas, was einfach die Celebs machen und deswegen wir das Gefühl haben, dass wir es anlegen müssen. Und I fucking hate it. Es fetzt nicht. Es sieht aus wie, als hättest du Windel an. I don't like it. Last one. Kitten Heels. Und erstaunlicherweise, obwohl ich sie selber nie anlegen würde, I love them. Ich finde, sie sehen sehr fashionable aus. Sie können, wenn du eher so ein bisschen Tomboy-Look hast, so ein bisschen baggy, dann sehen sie geil aus. Und sie sehen geil aus, wenn du ein Röckchen hast und ein bisschen so girly unterwegs bist. Also, I love them. Du weißt, was Fashion ist, ihr tun, weil sie fetzen einfach. Ja, I don't know. Ich hoffe, es gibt weniger Trends im 2024, weil es lange ist. Und ich freue mich darauf, wenn ihr Mäschli-Bitches richtig den Downfall habt von eurem Leben, weil alle sich lustig über eure Tattoos machen, die ihr an eurem Finger habt, mit eurem kleinen Mäschli. Genau wie der scheiß Moustache. Genau wie der scheiß Moustache. Wir sehen uns nächstes Mal. Und danke fürs Zuhören. Keep on rocking. Bye.